Ich nehme dich mit auf die grüne Insel Irland. Genau genommen nach Westirland. Dort erzählen sich die Leute noch bis heute folgende Geschichte. Es ist in der Nacht von Samhain. Bei uns vielleicht Halloween oder Allerheiligen bekannter. In dieser Schwellenzeit vom 31. Oktober auf den 1. November. In dieser Zeit tun sich Türen zur Anderswelt weit auf. An einem kleinen Ort im Westen von Irland ist eine junge Frau, die schönste, weit umeinander, auf dem Weg zum Brunnen gewesen. Sie wollte noch schnell Wasser holen, bevor es Nacht wird. Doch, weil es schon dämmert hat, ist sie gestolpert, der Krug ist ihr aus der Hand geflogen und sie ist umgekehrt. «Oh nein, das ist kein gutes Zeichen», hat sie gedacht. Und tatsächlich, wo sie aufgestanden ist und nach dem Krug gesucht hat, ist alles um sie herum anders gewesen. Ja, wie verzaubert. So, als wäre sie sogar an einem anderen Ort. Da sieht sie von dem Platz aus, wo sie gestanden ist, dass weit vorne auf dem Hügel ein grosses Feuer brennt und um das Feuer herum viele Leute sind. Sie hat es richtig dorthin gezogen, obschon sie gar nicht dorthin hätte wollen. Aber wie sehr sie sich auch dagegen gewehrt hat, es hat nichts genützt. So ist sie irgendwann auf dem Hügel angekommen. Dort haben sie lauter bleiche Gesichter angestarrt, aber keiner hat ein Wort zu ihr gesagt. Das waren die Menschen, die sie von unten her gesehen hat. Das Ganze ist ihr immer seltsamer und unheimlicher vorgekommen. Am liebsten wäre sie einfach davongelaufen, einfach heim. Doch irgendetwas hat sie zurückgehalten. Da auf einmal kommt ein junger, flotter Mann auf sie zu und verneigt sich vor ihr. Er trägt langes, blondes, lockiges Haar, ist stattlich angelegt und quer über seinen Oberkörper trägt er ein rotes Band. Das Ganze hat sehr edel ausgesehen, so dass er ein Prinz oder ein König hätte können sein. Nachdem er sich verneigt hat, fragt er sie ganz freundlich: «Ich bitte dich um den nächsten Tanz.» Ein bisschen verlegen schaut es ihn an. «Aber mein Herr, das geht doch nicht ohne Musik.» Er strahlt und streckt seinen Arm in die Höhe und nach dem Zeichen hört man die schönste Musik spielen. Ja, so schöne und zauberhafte Musik hat sie vorher noch nie in ihrem Leben gehört. Er nimmt ihre Hand und die beiden fangen an, ums Feuer herum zu tanzen. Sie tanzen und tanzen. Sie vergisst plötzlich alles um sich herum. Sie hat das Gefühl, sie schwebe. Sie sieht nur noch den wunderschönen Tänzer und bewegt sich mit ihm zu dieser zauberhaften Musik ums Feuer herum. Die ganze Nacht tanzen sie, bis der Mond und die Sterne in der Morgendämmerung verblasst sind. Da plötzlich verstummt die Musik und der Tanz ist fertig. Der junge Mann verneigt sich wieder vor ihr und bedankt sich für den Tanz. «Biss, mein Gast, und iss mit uns», sagt er auf das aber. Und nach diesen Worten sagen alle anderen um ihn herum: «Iss mit uns und biss unser Gast!» Doch bevor sie etwas sagen kann, geht vor ihnen plötzlich ein grosses Loch im Boden auf und ein Stege führt nach oben. Der junge Mann nimmt wieder ihre Hand und geht mit ihr die Stege ab und das Volk hintendrein. Unten angekommen stehen sie in einer prächtigen Halle. Überall glitzert es und glänzt vor lauter Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten. Zmitz drinnen steht ein grosser, langer Tisch, wo über und über mit den feinsten Sachen gedeckt ist. Teller, Besteck und Weinkelch sind aus Gold. Der Anführer von dem Volk geht an den Kopf von dieser Tafel und weist ihr den Ehrenplatz zur Rechten zu. «Du wirst bestimmt durstig sein und Hunger haben», fragt er sie freundlich und streckt ihr einen Weinkelch entgegen. «Iss und trink mit uns, wir würden uns freuen, wenn du uns noch weiter Gesellschaft würdest leisten.» «Iss und trink mit uns», wiederholt auf das aber das ganze Volk. Erst jetzt hat sie gemerkt, wie durstig und erschöpft sie eigentlich ist und nimmt gern den Weinkelch aus der Hand von dem Schönling.
setzt noch an ihre Lippen an, wo genau in dem Moment ihr jemand ins Ohr flüstert. »Iss nichts und trink keinen Wein, sonst kommst du nie wieder heim.« Wo sie die Worte hört, verschrickt sie. Und es ist ihr, als würde sie wieder klar denken. Sofort stellt sie auf das aber den Weinkelch auf den Tisch. »Ich will gar nicht trinken, ich will jetzt einfach nur heimgehen.« Da verschwinden plötzlich die fröhlichen und strahlenden Gesichter um sie herum. Auch der junge, schöne Mann neben ihr sieht jetzt bös und bedrohlich aus. Er packt sie am Arm und presst ihr den Kelch an die Lippen. »Wer mit uns tanzt, der trinkt mit uns«, sagt er ganz zornig. Sie ist ganz starr vor Angst. Sie hat das Gefühl, dass jetzt irgendetwas Schlimmes passiert und kann sich darum weder bewegen noch etwas sagen. Da aber taucht auf einmal ein Mann auf mit leuchtig rotem Haar, schiebt den Weinkelch einfach auf die Seite und legt schützend seinen Arm um sie herum. »Komm mit mir«, sagt er ihr liebevoll zu und führt sie neben all den anderen vorbei, steigen ihr auf, bis sie wieder an der Oberfläche sind. Und das ohne Widerstand von den anderen. »Jetzt hast du aber grosses Glück gehabt. Hättest du nämlich etwas von dem Auftisten gegessen oder getrunken, hättest du für immer bei den Feen müssen bleiben.« Feen? Feen? Mit diesen Worten ist ihr erst klar geworden, warum das Ganze so eigenartig war. Weil bei den Feen weiss man nie so recht, auf was man sich einlässt. »Nimm das Kraut. Solange du das bei dir trägst, wird keine von den Feen dir etwas antun.« Und er streckt ihr ein Kraut entgegen, das sehr würzig und erdig duftet. Sie nimmt's und bedankt sich bei ihm. »Und jetzt lauf heim, so schnell du kannst, und gib Acht, dass du ja nie zurückschaust, was auch immer du für Geräusche hinter dir hörst.« Sie schaut das Kraut an, dann den Mann, dann das Kraut und springt los. Sie läuft und läuft, so schnell sie kann, schaut kein einziges Mal zurück, obschon sie ständig leisige Schritte hinter sich hört. Daheim angekommen, verriegelt sie schnell die Tür hinter sich zu. Sie geht ins Schlafzimmer und steigt ins Bett. Zieht die Bettdecke über den Kopf und drückt das Kraut ganz fest an ihre Brust, so als würde sie sich unter der Bettdecke verstecken. Draussen heult der Wind und sie meint die Stimme zu hören, die sagt: Heute hat der Gundermann die Macht über uns gebrochen, aber wart, schönes Kind, wenn du noch einmal mit uns Feen über den Hügel tanzst, dann wirst du für immer bei uns bleiben und wir sorgen dafür, dass das niemand verhindern kann. Sie aber hat das Kraut gut bei sich aufbewahrt und so haben sie die Feen ein Leben lang in Ruhe gelassen. Aber ein Leben lang hat sie auch an den wunderschönen Tänzer denken und an die zauberhafte Musik. Nie mehr hat sie weder so einen schönen Mann gesehen, noch so zauberhafte Musik gehört. Manchmal hat sie ein bisschen Sehnsucht danach und sich dabei gefragt, wie es gewesen wäre, wenn sie für immer dort geblieben wäre.